Dieser Wolf, der sieht erst einmal, er ist abgestanden. Und dann sieht die Versammlung, er ist wahrhaftig abgestanden. Laut einmal nicht fängt. Er ist abgestanden. Sehr gut. Ich will lesen mit Matäus 28 von Vers 1 bis 7. Als der Sabbat über war, tätig den ersten Tag in der Werk, gingen Maria Magdalena und die andere Maria das Grab zu besehen. Und horch, da passiert eine große Erdbebung, weil den Herrn sein Engel kam vom Himmel rauf und rollt den Stein weg und sah sich da boven durch. Sein Gesicht scheint als ein Blitz und seine Kleider waren so witt als Schnee. Und die Wächter vervierten sich so sehr, dass sie satternd handfallen und als wenn sie tot wären. Aber der Engel sagte zu den Frühen, fürchtet nicht. Ich weiß, dass die den Jesus sehen, der da gekreuzigt wird. Er ist nicht hier, er ist abgestanden, so als er sieht. Kommt, checkt, wo er gelegen hat. Dann geht schwind und sagt seine Jünger, dass er vom Tod abgestanden ist und dass er verjüngt nach Galiläa gehen wird. Da wird ihr am sein. Ich habe ihnen das nie gesagt. Welkom, goedemorgen. Ik ben zo dankbaar we kunnen top komen. En wenn wir kann, dan je weten dat Oostren is mijn favorite holiday. En mir dat schijn wegen akval allemaal zo, dat Oostren, er zijn niet zoveel dingen met verbonden als Weihnachten. We kunnen da een bisschen an Jesus denken. En wenn Oostren nicht passiert hat, Jesus von dort abgestoßen hat, dann würde hier keine Ursache sein, dass wir hier kommen. Das ist ein Wunder, dass Jesus zur Welt kam, dass er gestorben ist für uns. Das ist ein größeres Wunder, dass er nicht mehr tot ist, dass er lebt und er lebt für alle Ewigkeit. So, ich will von dir Ihnen alle willkommen. Ich will uns von dir halten denken, was unsere Mission natürlich ist. Wir hören das meiste der Sonntag, besonders in der Englischen. Wir wollen Menschen leiten, zum Jesus Christus nachfolgen. En weet je, een radar wat dood is, dat is onmogelijk die not te volgen. Want radar wat leeft, en haar wat leeft, is zo'n wat moven dat, zo'n wat leiden dat. En wie zijn Jünger, wie kan hem nog volgen. So waar we ons helpen denken, dat we zijn gekomen, niet voor een doden radar, maar einer wat leven dat. So ik wil van dir onze aandacht aanvangen met een gebed. En nur dort dann wordt de zingergroep abkommen. Jesus Christus, von dir kommen wir taub mit Frieden. Wir freuen uns, dass du nicht mehr ein Graf bist. Wir sind Christen, was nanze Christen, sondern was tun sich mehr, was Jesus Christus hat getan für uns. Wir freuen Gott von dir, dass du uns die Hort aufmerken. Dass du uns die Hort rühren. Dass dort, wo du 2000 Jahre zurückdeutst, und den sind auch Mars. Dafür für die Welt, was du deutst. Aber du hast viel Kraft und dort, was du das für uns von dir und auch dir, was du dann deutst. Wir beten Gott, dass du uns von dir die Kraft schenken, was du dann bewiesen deutst. Wir freuen uns für die Botschaft, von der ewigen Andacht, dass du noch uns reden und dass, wenn wir die anbeten, dann was die ihr bringen. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Jesus leeft. Hij is opgestaan. En dat is vorig. It is finished.
En nicht für was wir haben gedaan, aber für was hij hat gedaan. Wir sind gerat. Ik gleich Oostren, it's een zeer special dag. En wie ik wil jullie van jou bloß laten zetten en zingt met ons met, we worden het eerste lied zingen, Jezus leeft. En zo, ik hoop je worden een zingen, ving zingt met. Halleluja, Jesus lebt. Gottes Geliebte.
voor een schijne dag. De steun wordt weggehaald en Jezus, die leeft. Hij is ons levende heiland. In den we immer ons hoop gaan. Als Jezus kwam, heb ik nu vrede en du aan in kriets in mijn stad. Neem hij de straf en starf voor mij, neem mijn schuld en sprak mij vrij.
En wils Jezus dan om derde dag vom Graf abstond, door wo hij lag, nu kan we ook ewig leven, al die wordt arm hier doen willen. Wils Jezus nu beim Vater zat, haben wir nu wem der für uns bat, durch seinen Tod sie wie verjeft, und wie kann leben, wils Jesus lebt. Ja, Jesus ist abgestorben. Der früheste Fang dat Graf Ladig, aber der Engel gaf ihm die gouden Nachricht. Ich will lesen von Matäus 28, von Vers 8. Dann gingen sie schwind vom Graf weg, mit Furcht und großer Freude, und rannten nur seine Jünger und sehen an dort. Und als sie gingen, seine Jünger dort berichten, dann bejehen Jesus an und bereist an, und sie gingen nur da, hielten Arm an die Feit und kneiden ver am Dol. Dann sieht Jesus an, fürchtet nicht, gut, und sagt meine Brüder, dass sie sollen nur Galiläa gehen, da wollen sie mir sein. Aber nicht so eine gute Nachricht von denen, was das Graf bewerten leiden. Und als die frühst gingen einige von den Wächtern nur die Stadt, und die Stadt nähern und sehen die Hohenpriester alles, was geworden war. Und als die mit den Ältesten taub beraten leiden, was getan war, gaben sie die Soldaten eine große Summe Geld und sagten, sagt die Menschen, seine Jünger kamen danach, als wir schleipen und stahlen am Weg. Und wenn die Gouverneur das Wort zu hören kriegen, da war wir den zufriedenstellen, dass die nicht wollen in Trouble kommen. Dann nehmen sie das Geld und leiden, so als angesagt wird. Und die Geschichte ist man die Juden, was von der Tag verspreit. Das ist weit. Dankeschön. Je haben von der könnt hören und sein, wo Menschen in so Tag verschiedene Goven haben. Eine große Gruppe hier oben. Ich glaube, das ist von der ganzen Gruppe, was wir haben. Das ist für Aunbädunks Leeda hier uns leet. Und ich sage Dank. Und dann für Johnny. Ich weiß, die weiten das vielleicht nicht, dabei habt das Jedicht selbst geschrieben. Und so, das ist eine Goven. Und dann für die, was hier die Bibel lesen, nicht für uns, Sarah und Corny. Dankeschön. Wie ist eine Tag wie deinen Taub? Und wir haben die Goven gekriegt von Gott, sodass wir einen Orden abgeben. Ich will von der uns proben, Mut zu geben. Nicht eine Mut, was ich habe, aber von der Mut, was für 2000 Jahre Christen haben, den Grund gegeben haben, mit einer großen Kraft leben. Und ich habe die Botschaft, die Nummer, die ich den Botschaft habe gegeben, ist die Kraft in Jesus seiner Opparstonunk. Wir haben die letzten paar Tage, wo wir dann top gekommen, wir haben gesehen, wo Jesus, der Messias, kam in Jerusalem näher, und die Juden, die merken sich gerade, der Messias wie nu hier. Und sie haben einen großen Willkommen für ihn, die beten am an, weil es nu leben sie. Nu wird Jesus gekommen, der Messias, und nu wird er die Römer driven. Nu würden sie gerat sein, von dort, wo Römer angehen leiden. Weil wir sagen, was dort recht rennen dreiden, du würdest Reimer so doten werden, die du rüttrieben, rein den Tempel nähern und fahren dort zu rennen, dort, wo wir würden bleiben, all rennen wir. In der Botschaft an Palmsonntag ist das, Jesus Christus ist erst nicht gekommen, um uns raten von anderen, er ist gekommen, um uns raten von uns selbst. Wir sind geboren in Sien, denn Jesus Christus, seine Gott Nachricht, seine Botschaft, seine Evangelium ist das. Sie sind Sünder, aber durch Gott seine Gnade und Leib sind gekommen, ihn zu raten von ihnen sind.
En aan de mensen die wat am Anbäden deiden en am Loewen deiden, die drehen sich en anstelle Friedrich sagen, wie wo Jesus Christus du am Kreuz genäht wir, Menschen dachten, sie möchten so eine Wort jüngere gesagt wir dort für sie sind. Aber in Wirklichkeit Jesus Christus heute keine sind. Er starb für unsere sind. Und der, wo er am Kreuz steht, sei wie nie losgekauft von uns sind, verjäft alle die, was Jesus im Glauben annehmen. Aber Jesus bleibt nicht im Grab. Und das will gelesen haben von den Versen, was wir hier gelesen haben. Jesus Christus stand ab von dort. Da wir nicht bloß in Geschichte, da wir nicht bloß in Wunsch, dass diese Toten sie mögen das Geschichte ab, weil dort wir merken, dass das Grab nicht leerig wird. Und da werden Lees verspreit von, wo die Jünger am Stehlen leiden, sind Körper stehlen leiden. Aber der Wort hat erst das. Der Grab ist leerig. Nicht willst du ein Körperwort bestellt, aber willst Jesus von dort abstunden leiden. Jesus ist nicht mehr dort, er ist nicht mehr ein Grab, er lebt. Und er lebt von der und Tag mit derselben Kraft, was er dann leid. So wir wollen von der in Philipper Kapitel 3, der 8. bis 14. Versen durchgehen. Wir wollen sein Wort von der Kraft beweist Jesus, wann er von dort abstunden. So in Philipper Kapitel 3, 8 bis 14, wenn ihr in der Bibel mit haben, wird Freunde und die mitlesen dann. So Paulus fängt in der ersten Vers, der 8. Vers an, er sagt, das steht, Meier ist dort, ich sei all dort an als Schulden. So was meint er hier? In Englisch sagt er, I consider all garbage. Dort, was ich in meinem Leben habe, fing ich alles Schulden. Aber der zweite Part, der er dort verglichen, mit was er dort mit verglichen hat. Er sagt, wann ich dort mit vergleich, wo eben alle Maßen, viel wird mir dort ist, dort ich Christus Jesus aus meinem Herrn kann. So wir sehen das in der Lehre, und wir sehen in Lukas Kapitel 14, wo Jesus sagt, wann wir nicht ehrlich sind, unsere Familie oft zu sein, tamam notfallen, dann sagen wir dort nicht wird, sie nicht jünger sein. In einer Weise zu sein, wir sollen alles zu sehen sagen, dort wird uns hindern, tam Jesus Christus mit einem vollen Hort notfallen. Alles soll uns Schulden sein, wenn wir dort verglichen mit Jesus. Dort Jesus kennen. Wir sollen alles zu sie sagen. Das meint nicht dann, dass wir sollen uns selbst an sein, so Aufgang. Oder wir sollen uns selbst an sein, so Schulden. Bei Jesus und Paulus, der leet hier, dass wir sollen nicht hercher tun als Jesus. Wir sollen Jesus mehr wie tun als ernste Wort. Aber das ist nicht bloß Jesus, was wir sollen wir tun, wir sollen Jesus kennen. Und das wird, was hier wird gebraucht, ist sehr wichtig. Er sagt nicht in dieser Vers, wir sollen Jesus weiten, wir sollen Jesus kennen. Du hast einen Unterschied zwischen kennen und weiten. Wir können von vielen Dingen weiten, aber wenn wir ein Ding oder ein Mensch kennen, dort wir von hört. Wir weiten von wer sie sind oder was sie tun oder alle die Dinge, dort wir hier im Kopf. Wir weiten dort. Aber wenn wir einen Mensch persönlich kennen, dort ist eine Gemeinschaft von hört. So wenn er hier reden wird, wir sollen alles das Schulden tun, wenn wir das vergleichen dann mit Jesus, er redet nicht bloß von Jesus weiten. Ich glaube, es sind sehr viele Christen, die sehr viel weiten von Jesus. Aber meine Angst ist, dass viele von uns kennen Jesus nicht. Und dort ist, was Oostren mehrlich merken wird für uns. Wenn Jesus du noch ein Graf wäre, dann will wir bis von Jesus weiten. Kriegst du es, wenn wir von Moses weiten tun? Oder König David oder Salomo? Oder Propheten, die kommen sind, wie weiten die? Aber keiner von uns kennen die. Aber weil Jesus von Graf abgestoßen ist, kennen wir Jesus Christus. Und Jesus kennen ist das Ding, was wir sagen, das möchtet wir tun. So in Matäus Kapitel 14, 13 und 4, sagt dieses Stett.
Jesus jeft hier ons een gelijkenis en hij zegt, met dat himmelrijk als dat zo als een schoos. Die op de stap vergroefd is, den ein Mensch funk, en dan verstuurt en in zijn vrede jinkt hij en alles verkauft, wat hij had, om dat sterk loont, kauft. Hij brengt hier een bijspel van het Rijk Gottes taan. Wie wir in Jesus sind, wie hand dat Gottes Rijk. En diesen man wordt diesen Schatz, diesen treasure. En hij brengt dat als een bijspel van Jesus tanen. Hij vindt uit wat hij heeft. En dan jaagt hij alles op wat hij heeft, zodat hij kan dat aannemen, dat wat hij gevangen heeft. En ik wil van de aan, wie zullen in vele wegen werkelijk begrijpen, wat we in Jesus Christus hebben. Ja, dat vielleicht moet je zijn, je hebt vielleicht een TV-show gezien, of je hebt het beleefd. Een persoon dat zijn oude prel vertijden. En vielleicht is het een garage sale of een uitroep. En mangt dat prel zijn veel oude dingen, maar het is nog maar mangt dat oude dingen waar de chance is. Vielleicht is dat in je verfnet beeld of iets wat zeer verwirrt is. En die wer dat heeft, weet niet wat zij hebben. Dan komt de ene doorheen en die zegt, hoeveel weet dat is en dat alles wat hij kan, om dat te typen. Zo is het ook met ons geloven, zo is het ook met onze gemeenschap met Jezus. We weten vaak niet wat we hebben. Want we würden weten wat we hebben, dat we alles zijn wat we verleven doen. Jezus Christus kennen, zo ons gratis dit einzige drijf zijn. En dit weten. Paulus redt in Epheser kapitel 3, de 16 en 19 ervoor zegt, en ik bid voor jullie. En dat is mijn verlangen voor ons van jou ook. Dat hij door nou als hij rijk en onheerlijkheid is, jullie kracht schenken mocht, door zijn geest innerlijk sterk te zijn. Dat Christus door den geloven bij jullie in hart wonen mocht. En dat je mochten in lijf vastgeworteld zijn. Ik bid ook dat je met alle andere heilige taut mogen de kracht kennen leren. Waardoor je begrijpen kan, hoe lang en breed, hoe hoog en diep Christus zijn lijf is. Je zijn in Christus zijn lijf kennen leren. En dat gaat veel wieder als we opvoeden of verstaan kan. Zodat je vollends en ganz hebben mochten wat God voor jullie heeft. Dat is niet bloos genoeg van Jezus Christus weten, we zullen Jezus Christus kennen. Ik geloof dit Unger scheidtwaschen weten en kennen, kan ik vielleicht een andere weg erklären, met een bijspel. Ik geloof alle van ons weten dat het is zwaar een kind begraven, een dochter of een zoon. Ik geloof, we weten dat alle. Maar een paar van jullie hebben dat persoonlijk beleefd. Je hebt een kind persoonlijk begraven. Nu weet je dat niet bloos dat het zwaar is. Nu kan je dat ook, wenn je dat persoonlijk beleefd. En zo is het ook, wanneer we jonger werden, we wissen dat we vielleicht scheinbar befreit zijn. We wissen dat we weten dat wird fijn zijn, wanneer we een diepe lijf hebben. Maar een dag, man, je weten, dat we een zeer schmakke mjau, wat er voorbij gaan deiden. Dan kan je dan ook de lijf. Wilt je hebben dat persoonlijk beleefd. Zo is het ook met Jezus Christus. Waar we dat niet bloß weten, maar waar we dat persoonlijk beleven, dat we dat weten, niet bloß dat weten, maar dat kennen, wat het is in gemeenschap zijn met Jezus Christus. En dan in Filipper kapitel 3, terug naar de versen gaan. Wieder sagt Paulus en hij zegt, wilt ik Christus goud zien, zij ik dat alle aan als schoden en als draak. En wel moet Christus gewinnen. Hij wil Christus gewinnen. De vrouw voor ons is dit, kennen we Christus.
Niet bloos van Christus weten, aber kan wie am. En aan het einde daarvoor zegt hij weer, ik wil am zo in am zijn. Dat is waar we Christus leren kennen. Wanneer we in Christus zijn. We worden in een paar werk waar we zijn, wat meint dat we in Christus zijn. Maar in Christus zijn meint dit. Im Glauben zijn we in Christus. Dort, wat Christus deed voor ons, is nu ons. Wils Christus op een kruis sterven deed voor ons, zien dat, wat betoeld onze zijn, is nu onze betoling. Niet dat we dat verdiend hebben, maar wils we in Christus zijn, zijn onze zin vergeeft. En wils we in Christus zijn, Jezus Christus zijn opstanding van dood, is nu ook ons. Wie wir dood werden, zijn nu geestlich levendig. So dat is wat het meint, dat wanneer we in Christus zijn. Dat is niet der wat we doen. Paulus zegt hier, dat is niet der wat we doen, dat is der wat Jezus Christus heeft voor ons gedaan. En hij zegt, en niet meine ene gerechtigheid hebben, die der tot gesetzt hebt. Aber hij zegt, ik zeg dat gerechtigheid die der in Glauben an Jesus Christus hebt. Dat is eine gerechtigheid die Gott mij toespreekt, wanneer ik aan Jezus geloof. Dat is wanneer we in Christus ons Glauben zaten, dat Jezus ons kleiden deed met zijn gerechtigheid. En dan de nächste part waar Paulus dan van reden deed, zijn we in de 10e vers en of de vers. En dat hij wel werkelijk niets meer kennen, is de Krauft wat in Christus is. De eerste part van de 10e vers zegt, ik wil diesen Christus kennen leren en de Krauft. Der die hij van dood opstond. Kan je deze Krauft? Ik glaube, wir würden sagen, wir weten von dieser Kraft, wir lesen von dieser Kraft, aber kann je diese Kraft? Hat je diese Kraft persönlich belebt? Was ist diese Kraft? Das ist interessant, was das griechische Wort, was hier wird gebraucht, und viele von uns sind bekannt mit das. Das Wort ist Dynamis, oder Dynamis. Das ist das Wort in den 1800 Jahren. Und wieder ein Mann, der mit all seinen Schafen deiden, hij wohl am Feld eine große Kraft, wo der Dinge abblosen, eine große Kraft wie. Dann schafft er damit, und wie kann das nicht das TNT oder Dynamite? Und dort wie eine so eine große, gewaltige Kraft, und dort wird abblosen deid, dort hij kann ein kleines griechische Wort, und dort wurde ihm das Dynamite genannt. Ich glaube, das ist ein klein ein Beispiel für uns. Dort, was Christus in uns will tun, dort ist das Dynamite. Dort ist nicht eine kleine Kraft, dort ist eine große Kraft. Dort ist nicht ein klein bisschen, oder wir wollen ein bisschen sein, wo das schaffen wird. Gott sein Willen von uns ist das. Wir sollen in dieser Kraft leben. Wir sollen nicht Christen sein, was man lange gesagt hat, Rahmen gehen und sein, aber mir ist das nicht. In Christus sind wir voll Kraft. Nicht die Kraft, was wir haben, aber die Kraft, was Jesus von dort abstunden hat. So, wenn wir sagen, wir kennen Jesus, dann ist allmählich Jesus den ganzen kennen, bitte, dass wir diese Kraft auch kennen. Und mein Wunsch für uns von dir ist das, dass wir wollen kennen, diese Kraft ausleben. Wegen Christen wollen niemals Jesus Christus von ganzen kennen, es sei diese Kraft kennen. So, kennst du diese Kraft? Kennst du diese Kraft? Was ist diese Kraft von uns? Dieselbe Kraft, was Jesus von dort abwarten deed, ist in uns, wann wir in Jesus sind. So, was ist diese Kraft? Was ist diese Kraft von uns? Dieselbe Kraft, was Jesus von dort abstunden deed, ist in uns. Und diese selbe Kraft merkt uns wahr geworden, wann wir Jesus Christus annehmen deed. Und viele von uns, die denken, dass Kraft, den Tag, wo die ihn hingeben deed, wenn die bekehren deed, dort wir so dies da. Die können nicht bieten Trouble. Die haben dies und das und die wird keine Meinung in hat. Und dann nehmen die Jesus an und mit alles, dann ändert alles. Erst wieder nach und nu ist es da. Erst wie je weit von Gott und nu könnt ihr Gott feilen und sperren. Erst wie je so bedrückt mit Sinn und nu wie je leicht.
Dat is de Gotteskraft, wat in Jesus Christus is. En dan weet je, wie waar geboren zijn. Eerst kun je de Bibel niet verstaan. Je wist niet wat meinen deed. En dan na de bekering, na de ware geburt, moet je de Bibel op. En voor de eerste maal dacht je dan op en je kon niet verstaan wat het te zijn deed. Dat is de Gotteskraft. Dat is niet onze kracht. En dat is ook de Gotteskraft wat in ons schaffen deed. Dag bij dag in ons schaffen deed, zodat we dollar en dollar Jezus Christus kunnen doen. Dat is de Gotteskraft wat in ons transformeren deed. Wie we verskloofd werden te zijn, nu losgekauft zijn, nu vrij zijn. Dat is de Gotteskraft. Dat is de Gotteskraft wat in ons schaffen deed, wanneer we in kleine dingen terugblijven. Dat God een groot merk van dat. Dat is de Gotteskraft, dat is niet onze kracht. Dat is de Gotteskraft wat ons kracht geven deed om de evangelie met delen. Verken zijn er niet weet, we weten niet wat we worden zijn, aber in der tijd Gott heeft onze kracht de rechte weet om dat erklären, wo we kan Jesus Christus aannemen. Dat is niet onze kracht, dat is Gottes kracht. En wanneer we in een zware tijd doorgaan, en we weten niet waar we die tijd worden doorgaan, en we uit mout zijn, uit kracht zijn, God dreigt ons sterk, dat is niet mensenkraft, dat is Gottes kracht. So Paulus heeft hier groot gezegd, hij wil deze kracht leren kennen. Wat dan interessant is, het nächste wat hij zei, dat in de tweede part van de 10e vers is dat, ik wil met zijn lijden, wat am dood bekend worden, zo met im dood gelijk worden. So we kunnen het zijn dat het verbonden is, dat Gottes kracht leren kan en dan ook lijden maken. Ik glaube, er zijn een paar wegen, waar we dit verstaan kunnen. Es wanneer we in Christus zijn, dan hebben we alles wat Christus is. Christus heeft geleden voor ons en wil hij lijden dat we ook lijden. Maar ik glaube, er is nog een poort met dit, en dat is dit. Hoeveel van jullie hebben gehoord, een mens zijn, God wordt je niemals meer opleiden, als wat je drehen kan. Weet je, dat is niet biblisch. God heeft ons geleerd en hij heeft ons versproken dat hij wordt ons niemals laten verzacht worden. Dat zoten wordt niemals ons zo sehr verzekeren dat we verletzt worden, dat we allmählich nicht die Kraft haben, om nee zijn te zijn. Aber die tijden wat schwer zijn in ons leven, de Bibel sagt kein Wort, dat hij wordt ons terughouden van de schwierigheden. We worden lijden. We worden ons vinden in steed, wo we nicht mehr Kraft haben, om de Unger de grote lood gaan. Aber, wat onze kracht uitrandt, en die mag nog maar uitraan, de Gotteskraft is daar. Dat is wat we dan verstaan, de Gotteskraft wordt in ons schaffen, dat is wanneer we lijden. Dat is wanneer dat schwierig loten wird. Dat is wanneer we niet weten, wo we wieder worden gaan, Gottes Kraft kämpft en schafft in ons. En dan leren we Gott zijn Kraft kennen. Dat is niet bloos dat we dat weten, dan we worden dat kennen. So, ik wil ons van deel merken, wanneer het laatste Mal je hebt Gott gedankt, zoals Paulus hier deed, voor de zware tijden. Dat is in de zware tijden woordelijk wie Gottes kracht leren kan. In alle dit, dan zegt Paulus wieder in de 11e vers, dat is niet bloß de Gottes kracht wat ons de ware geburt schenken deed, dat is niet bloß de Gottes kracht wat ons van de en dag halten deed, de Gottes kracht wat ons den laatste dag ook een opstanding van de dood geven. De oude vers zegt, ik mocht door Haan komen, ook van dood op te stonen. So dezelfde kracht wat Jezus Christus van dood opwaken deed, schaft in ons van deel. Wo de kamp den dag, wanneer we in dit leven verrecht gaan, en wie du in de graf liggen doen, datzelfde kracht wat Jezus Christus van dood opwaken deed, wanneer Jezus wordt terugkomt voor het laatste maal. Wie wer in Christus zijn worden ook opstonen van de dood.
Wenn Jesus Christus noch in Graf wäre, dann würde keine Opparstonunk sein für uns. Aber weil Jesus lebt, können wir verder wegkicken für die Zeit, wenn wir auch wollen abstonen. So diese große Kraft, wo helpt diese Kraft ons Leben? De 12e en de 14e vers leert Paulus wieder. Nicht, dass ich dort alle habe. So, er kann nicht verstehen, dass er das noch nicht ganz begriffen hat. Er kennt Jesus Christus noch nicht ganz. Wieder in der 13. Vers sagt er, Brüder, ich sei mir nicht dafür an, dass ich all das all zu holen habe. Hier ist ein interessanter Ding von den Christus wissen. Wir mit Jesus Christus so lange Zeit haben gewandelt, die kann das auch. Wir glauben, wenn ich wo an Jesus Christus wandle, dann wo ich mich besser und besser fühle, mit wo ich mit Jesus Christus tun. Aber wie wir an Christus wissen, dann fingen uns fertig, dass wir fallen uns, wir haben nach wieder und wieder zu gehen. Der Dichter wie zu Jesus Christus kommen, da wie Jesus Christus lecken down, und da wie in seine Kraft leben down, der Meier sei wie wir haben noch zu gehen. So wenn von der, die am Outlauf sind, die sein, die eine sind, die sein, wo die kart kommen, das ist, was Paulus hier uns lehren wird. Wir wollen niemals vor dich. Und der Meier wie wissen, dann das Ferken der Meier wie sein, wo viel wir noch wissen sollen. Sag wir uns von der Maut geben. Wer wir nicht bloß eine Federwart checken, wo wir noch wissen sollen, wer wir eine Hängen checken und sein, wo wir Gott uns gewassen haft. Dort wie kann wieder wissen in der Kraft, was wir in Christus haben. Er sagt, wenn wir auch nicht haben, dass alle leet kann, wir haben auch nicht vom vollkommen leet kann. Er sagt das. Aber ich da alles, was ich kann, dort holen zu kriegen, wo an Christus Jesus mir all zu holen haft. Wir merken uns nicht Druck mit, wo wir noch gehen sollen, wir tun, was wir können, um Jesus Christus wir lernen kann. Das tun wir nicht durchwirken, das tun wir durch in der Gemeinschaft mit Jesus wissen. Will Jesus Christus erst gekommen, uns ein Leben zu geben. Jesus Christus erst gekommen, uns frische Gesatzen abzusaten. Er ist gekommen, uns Leben zu geben. Hör mal, was in Johannes Kapitel 10 vor sein wird. Er sagt, ein Städter kommt bloß, um zu stehlen, zu schlachten und um einen Grund zu bringen. Jesus sagt, aber ich sie gekommen, dort Leben zu bringen. Und dort sei dort voll ab haben sollen. Dann sagt Paulus wieder, aber einer leed da ich verjeet, was hinter mir liegt. Und reg mich uit nur dort, was für mich ist. Von der auf Außentit. Ich glaube, das ist, wo wir das, was wir von der hier und da, von der Kraft Gottes, mit nach Hause nehmen dann. Wir verjeten, was hinter uns ist. Wir bleiben nicht, wo wir sind. Aber wir streben nur dort, was für uns ist. Und weißt du, wenn du noch in Jesus wie ein Krauft, dann würde nicht sagen, was wir würden noch verstreben können. Wir würden einmal hängen machen checken. Wir würden einmal machen bis lernen von dort, was Jesus getan hat. Aber von der und da, weil Jesus lebt, können wir lernen von was Jesus von der und da tut. Jesus lebt. Wir wandeln nicht mit einem Radar, was tot ist, aber ein Radar, was leben wird. Weil Jesus leben wird, unsere Zukunft, wenn du auch dies da loten wird, braucht nicht dies da sein. Wenn die Kraft Gottes, was in uns ist, jetzt für uns. Ich will von der schließen, mit Vorwärtlesen von einem Lied, was noch mal gesungen wird. Das Lied sagt, oder es will Jesus lebt. Das Lied sagt es steht in der Chor, er sagt, will Jesus lebt, fürchtet nicht den Morgen. Will Jesus lebt, die Angst ist wach. Wegen ich weit, hij hält die Zukunft. Mein Leben lohnt, sich zu leben, weil will Jesus lebt.
Ik wil ons van deel een gelegenheid geven om naar ver gaan beden. Ik zie dat vrijdag dat we dat een klein beetje gewöhnlich doen, waar we worden overal geven. We voelen dat je komen naar ver en het is een bewijs dat je dat geschenk van Jezus aannemen wil. Van deel wil ik je een gelegenheid geven. En dat is best een bewijs, wanneer je naar ver wil komen, om naar God beden dat je die opparstonunk Krauft wil leren kan. Ik wil vragen dat je van deel smars naar ver komen dan. Dat je met je naar ver komen bewijzen dan. Dat je in deze Krauft wil leven. Dat je wel niet meer in je ene Krauft leven. Hier is niets buiten je weinig en niets special. Dat is niets wat werkelijk wat passeren in je vlees. Wat het is een stap wat je bewijzen, wat je bewijzen kan. Dat je wel dit uitleven. Dan worden ze naar ver komen, wanneer je beet wel gaan voor wat in je leven aangaat, ze worden naar ver komen. Dus ik wil je van deel routen. En Nancy wordt een klein beetje muziek spelen. Want die eerste aan is, wat wel naar ver komen, dat te bewijzen, dat zij wel in deze Krauft leven. Ik hoop, die worden alle naar ver komen. Maar wanneer ze zijn, wat wel van deel, en wanneer we hier ver zijn, dan wil ik raufkomen, dan wil ik nog voor ons beden. En nou dat, dan willen we sluiten met Enleidunk. So laat me beten, en dan wanneer de zon zijn, wat wel naar ver komt voor je bed, dan nou God aanbeden voor de Krauft, en de Krauft aannemen, nou bewijzen dat ze dat aannemen dan. Ik wil je krijgen dat je naar ver komen dan. We sluiten met je bed. Jezus Christus, van deel als een dag waar we terugkijken dan, naar wat passiert 2000 jaar terug, aber wilt Jezus van dood opwaken deed, van deel kan we Jezus Christus leren kennen. Niet bloos Jezus Christus weten, aber kennen. God van deel, wanneer we bewijzen willen, dat we deze Krauft uitleven willen, God. Ik bid dat de Krauft voor ons is, we worden dat werkelijk aannemen kan en dat uitleven dat. We bidden alle dit in Jezus' naam. Amen. So ik wil je een paar gelegenheid geven, wanneer je wel naar ver komt, wanneer je wel God dat bewijzen wat hij gedaan heeft. Dat je dat aannemen wil en dat uitleven wil. Ik wil je naar ver krijgen. Je dat beleven, dat uitleven wil. Riem van mij. Deze Krauft wat Jezus bewezen deed, 2000 jaar terug, die blijft niet door dat Krauft. Die is van deel nog levendig. Ik weet niet wat je in hart had, ik weet niet wat je durchkomt. Maar ik wil gaan dat je dat van deel weten doen. Dat Gottes Krauft is levendig van deel. We kunnen dat aannemen en geloven. En we kunnen dat uitleven. We vragen dat de zingergroep nou komen en een Schlusslied zingen. En ik wil maar voor ons beten van deel, dat we worden dit kan uitleven. De grote Krauft wat in Christus is. Laten we dan ook beten. Jezus Christus, we weten hier naar fern komen, vele wij als een symbool. Maar we gebruiken symbols om bewijzen wat we in hart ernst hebben. En van deel hebben we in hart een ernst en verlangen, de Krauft te leren kennen. Herr Jezus Christus, we zijn zo dankbaar dat we van nu beten, dan du heerst ons. Du leefst. Du bent niet meer in de Krauft. Ik weet niet wat wie is de mensen, ik kan niet in hart zijn wat we met doen doen. Maar Jezus, die kost dat zijn. Daarbij Opparstonunk Krauft wat door 2000 jaar terug bewezen wordt. Als van deel ook. Jezus Christus, we beten dat du was dit uitschaffen in ons. Dat is onze verlangen. Jezus Christus, we willen dat in geloven aannemen, zodat du kost in ons schaffen. We beten alle dit in Jezus zijn groot en leven je naam. Amen. Wanneer je naar ver gaan komen, je wil nog met gaan dat zo'n wat we met je persoonlijk beten doen. We worden mensen in je aken gaan en we worden wel voor je beten.
werden wir noch ein Lied taub singen. Je kan terug naar je zetten gaan, oder je kan hier boven blijven voor je bed. Bewartet ein Kreuz als Zeichen der Schande und Pein. Doch ich liebe das Kreuz, denn mein treuester Freund starb dort als für Sünder allein. Ja, ich liebe das machtvolle Kreuz. Kreuz, so verachtet, gehasst, ergriff mich mit ewiger Macht. Denn das Gotteslamm kam von dem Himmel herab, hat auf Golgatha Heil mir gebracht. Ja, ich liebe das schmachvolle Kreuz, bis die Waffen des Glaubens eins ruhen. Ja, ich liebe das kostbare Kreuz und vertausche es eins mit der Krone. In dem Kreuz so befleckt mit dem heiligen Blut, die Herrlichkeit Gottes ich sehe. Durch das Weh und den Tod meines Heilands am Kreuz, ich geheiligt und rein vor ihm stehe. Ja, ich liebe das machtvolle Kreuz, bis die Waffen des Glaubens eins ruhen. Ja, ich